Hallo und herzlich willkommen bei mir auf Kitschwitch und zum neuen Kitschwitch Goes Under the Hood in Verbindung mit dem Brautkästchen Unboxing. Ich habe schon seit Ewigkeiten kein Kitschwitch Goes Under the Hood Video mehr gemacht. Irgendwie bin ich nach dem Standesamt so ein bisschen erschlagen und froh gewesen, dass es eigentlich durch ist. Es klingt jetzt ein bisschen komisch. Ich möchte jetzt euch ein bisschen erzählen, wie das so war an dieser standesamtlichen Trauung und ja, was das noch ein bisschen abgeht jetzt nächstes Jahr für das Fest. Und ich schieße doch gerade los. Also wir haben eben das Biel standesamtlich geheiratet. Es war ein mega Tag. Wir hatten ein schönes Wetter gehabt. Wirklich mega Glück, sehr, sehr warm. Und dann bin ich am Morgen zuerst zu Coiffeur, zu meiner lieben Monika. Sie ist super und da gibt es gerne Güppli. Das habe ich gebraucht. Dann hat sie mir da eine Frisur gezaubert. Ich habe nicht mal eine Testfrisur gemacht. Ich habe so ein blindes Vertrauen zu ihr, dass ich weiss, dass sie das auch ohne das kann. Dann hat sie mir da ein Frisürchen gemacht mit Spängeli und weiss nicht was. Dann hat sie mich noch geschminkt. Ein bisschen mit Schmack. Ja, ich bin nicht so der dezente Typ, wenn ich ehrlich bin. Gut, jetzt geht es einigermaßen. Aber ich habe eigentlich gerne so ein bisschen, ich liebe zum Beispiel so arabisches Make-up. Das finde ich verdammt scharf. Und dann bin ich heimgekommen und dann sind auch langsam die Trauzeuge gekommen und ich habe mein Kleid angelegt und dann sind wir auf das Biel rausgegangen. Aufs Standesamt und dann bin ich ein bisschen nervös geworden langsam. Ich bin wirklich ein bisschen nervös geworden und dann waren meine Eltern schon so da und Häsi seine Eltern und Begrüßung und so. Und wir waren die Ersten, die noch irgendwie am Nachmittag um 1:30 die Sache durchgezogen. Und dann sind wir ins Standesamt rein und mussten einen Zettel ziehen. Hey, ich habe gemeint, ich gehe auf die Post ein verdammtes Päckchen verschicken. Nein, einen Zettel. Also wirklich unromantischer geht es einfach nicht mehr. Und dann ist dem Herr Häsler natürlich in den Sinn gekommen, dass er noch aufs WC muss. Und wir haben natürlich darauf hin dürfen, das ist ja gleich. Und dann sind wir eben in das Zimmer reingekommen. Sehr, sehr ein schönes Standesamt. Wunderschön mit einem Park. Wirklich toll. Dann war dort die Grite, die eben da die Zeremonie macht. Und ich bin wirklich so da gekocht und ich bin wirklich sehr nervös und ich habe mich mega reinsteigern, dann habe ich mega heiß und mein Bär hat die ganze Zeit, der ist hinter mir gekocht mit meinem Bruder und die zwei können mich einfach nicht in Ruhe lassen. Sie müssen mich einfach gerne stressen. Dann hat mein Bär die ganze Zeit so an meinen Rücken so gehaucht, so, wie ich es nicht gemerkt habe. Und ja. Und dann waren wir eben dort in diesem Raum drin, sie hat angefangen und wir haben die Länge genommen. Die Länge ist etwa eine Viertelstunde gegangen. Einfach euch wirklich gut informieren, bevor ihr einfach die standesamtliche Hochzeit macht. Eine Viertelstunde gegangen, hat irgendetwas über einen behämmerten Gärtner gelernt und Rosen und ich weiss es schon nicht mehr, ich weiss nicht mehr, was die gesagt hat. Und dann ist es darum gegangen, unterschreiben, zack, 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 ist alles sehr, sehr schnell gegangen und wirklich, es tut mir leid. Es war so etwas von unpersönlich gewesen, unromantisch. Wirklich, es tut mir leid. Also, mein Tipp an alle die einfach eine standesamtliche Hochzeit machen, was völlig easy ist. Bitte euch wirklich informieren, was das für eine Zeremonie ist. Weil wenn ihr nichts sagt, dann ist es einfach so, hallo in ein Gedicht, auch aus Google, hallo ich brauche heute ein Gedicht, Tag, wird abgelesen, irgendwie noch einen behämmerten Vers aufgesagt und dann könnt ihr unterschreiben und mehr Steuern zahlen. Es ist wirklich so, informiert euch bitte, weil es ist wirklich sehr ernüchternd gewesen. Wir hätten so gut die Kurse nehmen können. Das zum Standesamt. Dann sind wir eben ein Apero-Riche nehmen. Ganz cool gewesen, im Bärenschöpfen. Sehr empfehlenswert. Kann man gut essen. Und am Abend, so, ja, gegen die 5 Uhr, sind wir dann mit meinen Eltern, den Trauzeugen, meinen Brüdern, sind wir in den Schwarzwald gefahren und waren 2 Tage im Schwarzwald gewesen. Und das war mega cool gewesen, wir haben es so gut gehabt. Auch meine Eltern mit den Trauzeugen, es war noch so ein bisschen, es war wirklich schön gewesen. Und das war es. Und ja, tut euch einfach wirklich informieren. Tipp von mir. Gut, was steht jetzt an? Nächstes Jahr ist unsere grosse Hochzeit. Ich habe mittlerweile schon mein Hochzeitskleid gefunden im Meris Couture in Bern. Da gibt es glaube ich in Zürich und weiss sich der Teufel nicht an. Also eine richtige, das was ich wollte, bling bling und pff und pff. Und ich darf jetzt nicht zu viel sagen, sonst weiss man natürlich schon, was es ist.
Mein Hochzeitskleid habe ich und wir haben schon mega viel geplant. Im Januar gehen wir noch Torten probieren, dann müssen wir noch ein Menü aussuchen, den Wein aussuchen und sonst ist eigentlich schon ziemlich... Wir haben eigentlich wirklich schon recht alles. Und jetzt kann es eigentlich nur noch nächstes Jahr im September werden und dann haben wir das Fest und ich freue mich so fest drauf, weil wir haben wirklich so gute Gemeinschaft, wirklich so gute Freunde, so gut, ja, von der Familie wenn wir gar nicht reden, das ist ja die Geilste. Und ich freue mich so wahnsinnig drauf und ich mache sicher wieder ein Video, wo ich die anderen erkläre. Vielleicht mache ich sogar ein Video von Torten probieren, weil die Torten macht, die habt ihr schon mal gesehen in dem Video von mir. Die hat mal eine so geile Kräuterbutter gemacht bei mir daheim. Anna, ich freue mich auf dich und auf die Gil und auf die Mann. Und jetzt geht es weiter zum Brutkästchen auspacken. Es ist wieder so ein wunderbares Päckchen reingeflattert und ich habe ein bisschen Angst, dass es jetzt schon das Letzte sein. Ich bin so traurig. Ja. Man nimmt, was kommt. Also, taratatata. Wieder mal ein grosses Päckchen. Bin gespannt. Also. Viel Freude mit deinem Brautkästchen Nummer 5 mit dem Thema Notfalltütchen. Liebe Grüße von Sandra und eine Merry Christmas and a Happy New Year Karte ist ja jetzt voll Saison für das und jetzt bin ich gespannt, was uns hier erwartet. Zuerst mal gibt es Plastikfolie. Meine Katze kriegt nicht so Freude. Sorry, schon wieder. Also, es gibt so viel so... Ich verrecke. Nein, ich kann nicht mehr. Nein, das muss ich näher. Hier ist mal eine Sonnenbrille. Oh mein Gott. Die pure Sexiness, oder? Steht sie mir? Sie steht mir. Ich habe es nicht bekommen. Hey, super. Coole Sonnenbrille. Ich liebe Sonnenbrillen und ich verliere auch regelmässig Sonnenbrillen. Darum bin ich immer froh, wenn ich eine Sonnenbrille bekomme. Weil das kann ich wirklich brauchen. Schon mal 100 Punkte. Weiter geht es. Und jetzt ist hier so ein Team Bride. Okay, so ein Säckchen. Das ist echt so ein Säckchen. Mit diesen Fusslers drin. Oh, meine Katze dreht schon wieder durch, weil sie irgendetwas gesagt hat. Hey, ein Säckchen, wo Team Bride drauf steht. So. Gut. Weiter im Text. Ja, ich will. Achtung. Man darf es nicht trinken, wenn man fett ist. Nein, das ist ein Seich, was ich jetzt rausgelassen habe. Das ist ein Prosecco. Ich tue mir den im Fall wirklich, liebes Brautkästchen, liebe Sandra, ich tue mir den wirklich auf die Seite. Für den 22. September, wenn ich heirate, tue ich den auf die Seite und werde den an diesem Tag trinken. Das tue ich jetzt wirklich aufsparen. Da habe ich mega Freude. Alkohol, klar habe ich Freude. Gut. Dann haben wir hier noch ein Röhrchen. Das nehmen wir natürlich mit. Du ganz viele Sachen. Aha, was ist denn das? Luggage Tags. Da kann man Sachen anschreiben mit dem. In Gold und Rosé. Übrigens eine absolute trendy Farbe momentan. Und jetzt kommen wir näher an das Notfallset. Man tut sich ja immer überlegen, wenn man eine Tasche mitnimmt, wenn man heiratet, was man alles rein tun. Und in diesem Notfallset innen hat es Nähzeug. Ich kann absolut nicht nähen, aber gleich, irgendjemand anderes kann es dann schon. Dann Schlagzeug, Traubenzucker. Wenn man jetzt zum Beispiel einfach so nervös ist und verstört wird, kann man sich so einen Schlägstang in die Schnur stecken und dann beruhigt man sich wieder. Dann, das ist ein Nagelfeile. Oh, wow, cool. Brauche ich auch noch gerade, weil ich habe mir hier so einen Nagelcape abgeklebt. Ein Nagelfeile mit so ein bisschen Pink. Hey, das Zeug. Und dann haben wir hier einen Spiegel, dass man schauen kann, wenn man gerannt hat, vor lauter puren Emotionen, dass das Make-up nicht verschmiert ist. Dann eine Lippenpomade. Die brauche ich nicht, weil ich wieder ganz sicher roten Lippenstift habe. Aber die kann ich am Herrn Häsler geben, weil der braucht immer Lippenpomade. Da haben wir noch einen Traubenzucker, dass man zum Beispiel noch Kinder hat, die rumrennen. Da kannst du einen Traubenzucker geben, dann schweigen sie heute 5 Minuten. Und Fresh Pastillen Himbeeren, dass
Der Herr Häselwitz Straussen, der ihn küssen will. Und Pflaster, wenn ich mir einen habe gegeben, nachdem wir geheiratet haben. Nein, natürlich schlage ich den Herr Häsler nicht. Einfach, wenn man zum Beispiel irgendwie mit der Gabel jemanden ins Gesicht sticht, weil er einfach nervt. Das ist ja gleich. Und hier haben, das finde ich mega cool, das kann man ja auch schon brauchen, Gedächtnisstützen. Und ich liebe so Zettel, die liegen bei uns überall umeinander, wo ich Zeug aufschreiben kann und es dann nicht umsetzen. Aber ich finde die wirklich praktisch. Und sicher noch das Büchlein hier mit vielen Informationen etc. Und ich freue mich schon aufs Lesen. Ja, eine sehr, sehr umfangreiche Box und ich werde wirklich so Sachen, eben das hier werde ich wirklich brauchen. Ich werde es wirklich einpacken und brauchen. Ich habe mega Freude. Merci viel mal und ich gehe jetzt noch ein bisschen brünen. Am 5 Uhr am Nachmittag in der Dunkelheit der Schweiz. Merci viel mal fürs Zuschauen und ich hoffe, bis gleich und bis dann einen schönen Tschüss!